Fire Emblem Echoes, der Kampf gegen den Tod. Der Kampf gegen Tatawa, einer der offenbar fähigsten Untergebenen von Cheddar, der wiederum irgendwie Untergebener von Typen Duma ist, den Gotten Duma, keine Ahnung. Und Delphia, die Schwester von Luffy, momentan noch unter seiner Kontrolle steht, die wir irgendwie retten müssen. Und da ist halt die Frage, machen das am besten. Strategie wäre, dass ihr Aura ist ein mächtiger Move und so und Teleport natürlich auch. Aber es hat relativ wenig KP und da ja Magie in Echoes auch KP verbraucht, wäre halt die Idee, sich quasi austoben zu lassen, gleichzeitig mit allem draufzuhauen, denn er hat den Bezwinger dank dem Königsschwert, also im Prinzip den Trugschlag aus Pokémon. Und das ist natürlich eine Strategie, die sich sehen lassen kann, weil da muss ich sich zurückziehen, heilen gehen und das, jetzt kommt sie schon, dort hinten, ach du Scheiße. Ja, wieso kommt sie da hinten rein? Alter. Scheiße, komm nicht hin! Nein! Ich kann doch nicht riechen, dass es so funktioniert. Wer am meisten Resistenz von euch? So, okay, du gehst erstmal hier hin und Nosferatu. Okay, aber du überlebst es. Gott sei Dank. Du wartest mal ganz kurz hier und schließt sie hier ein. Wenn es natürlich hier ist, geht's auch. War mit allem einfach draufkloppen, zum sie einsperren, fertig. So. Ja, ich muss erstmal weg hier. Das geht sonst so nicht. Scheiße. Kommt die echt da angewackelt? Hey, ich glaub's nicht. So, kriegen wir es auch erstmal weg. Dann haben wir Mathilda noch. Jetzt müsste erstmal geheilt werden. Das ist im Idealfall Cliff natürlich auch. Das heißt aber auch, dass Alm hier unten bleiben muss. War zum Festnageln. Ja, muss sowieso. Weil er hat es auch. Ich finde, es passt auch ein bisschen, weil er hat es hier Luffy versprochen, seine Schwester zu achten. Und deswegen passt auch, dass er hier unten bleibt und die anderen sie irgendwie platt machen. So, das war eigentlich das Ziel. Aha. Sie können trotzdem fliehen, wa? Okay. Aber halt trotzdem jetzt mal drauf. Mit Fähigkeit Bezwinger. Ich hoffe, das klappt. Ja, zurückschlagen kann es nicht mehr. Also insofern. Genau, jetzt hat sie einen KP. Sie kann sich auch noch bewegen. Ziemlich noch weit und so. Komm, ich lasse mal die hier unten, wa? Sollen die das mal regeln? Das heißt, ja, sie will natürlich jetzt zum Heilfeld gehen hier drüben. Die muss sie einfach einschließen. Können sie einfach hier drüben machen. Kann sie einfach im Heilfeld bleiben. Alm schlägt ständig drauf und so. Würde auch passen. Geil. Das ist eine Strategie. Ich hoffe, sie funktioniert auch. So, was mache ich jetzt mit den anderen hier, wa? Da ist die nächste große Frage. Luffy brauchen wir hier nicht mehr. Wobei, vielleicht doch, So, wir gehen nach vorne. Du kannst bis dahin weiße Magie und so zum Heilen. Ah, da machen könnte ich Trottel. Ja. Ich würde sagen, das war's, wa? So, Delphia haben wir. Zum Glück ist sie hier gespawnt. Ich will gar nicht dran denken, wenn sie hier oben gespawnt wäre. Alter, dann hätte ich echt Probleme gehabt. Aber so kriege ich's hin. Ja, zum Glück habe ich genau in dem Moment, in diesem Kampf, sag ich jetzt mal, noch eine Beziehung bekommen. Sonst hätte ich echt ein Problem gehabt. So, Mother Walks auf mir und so. Was mache ich hier oben, wa? Gute Frage, nächste Frage. Er ist der Einzige, der Hunden angreifen kann. Er hat natürlich viel Resistenz. Wer von uns am meisten? Sie haben den meisten KP, 33. 27 würde es eigentlich am liebsten mit Cliff versuchen.
ist ja eigentlich sowieso viel am Platz. Ist natürlich auch ein bisschen Resistenz, aber... Scheiße, müsst echt hier hin... Ne, muss sogar hier hin zum Angreifen. Okay. Machen wir ganz kurz Erholung. Zum Glück haben wir mittlerweile 3 Personen im Team, die heilen können. Ja, wird immer wichtiger, Freunde, wird immer wichtiger. Excalibur ist dann noch wichtig. So. Jo, macht nichts mehr, sehr schön. Braucht eigentlich Lucas hier noch, oder zumindest braucht einen von, weil 2 reichen eigentlich. Wir können eigentlich Gwen nach oben schicken, er ist sowieso kurz im Level up. Würde ich ihm gerne noch geben. Ja, sie kann unten hin, soll sie mir was machen, ist kein Ding. Ich meine, jetzt theoretisch natürlich auch Grey hier lassen und jemand anderen von oben, zum Beispiel Luffy oder seine Schwester aufpassen, allem nach oben schicken. Wäre sogar eine Idee, war. Voll Idiot. Hätte ich echt machen können. So, ich wollte so versuchen, genau. Das mache ich sogar. So. Sie kann hier unten machen, was sie will. Ist mir scheißegal, sie kommt nicht weg. Den Fluss überqueren kann sie auch nicht. Okay, sehr gut. Jo. Ansonsten erwarten, Tee trinken. Jetzt wird's lustig. Alter, die Power. You imbeciles think yourselves a match for the mighty Tatara. Such a dire misjudgment cannot go uncorrected. Take this. Zum Glück hat er keine Crit-Chance. Alter, zieht einfach mal 20 ab. Was ist denn das für eine krasse Bestie? Straffer zu, keine höhere Trefferchance. Versuch's mal. Sehr gut. Problem ist natürlich, muss er sich auch wieder heilen gehen, ja? Also es ist... Aber jetzt habe ich hier Zeit, mich da oben zu kümmern. Da muss ein Doppelpack gemacht werden. Da müssen 2 ran. Damit das klappt. So, haben wir die eben noch purgativ. Problem ist, ich kann allem schon reinschicken. Das ist nicht das Thema. Das spricht natürlich im nächsten Zug. Kann ich allem reinschicken. Das geht alles. Das sehe ich überhaupt gar kein Ding. Die Theorie noch platt machen, aber den hier. Der könnte allem sonst ein bisschen was vermiesen. Das will ich natürlich nicht. Eben noch keine Crit-Chance. Trifft immer noch, ey. Ah, jetzt kommt der Quatsch wieder. Das muss ich erstmal so machen. Ja, Toben, perfekt. Mach ihn platt. Scheiße. Jetzt haut er natürlich ab auf seiner Seite. Aber ich habe Cliff noch. Moment mal, jetzt ganz kurz. Ich muss kurz da überlegen und so weiter und so fort. Ne, war gerade falsch. Wie weit können die angreifen? Perfekt. Das heißt, die können Doppelpack da oben ihn platt machen. Dann hat er schon mal einen weniger. Ich hoffe, er trifft auch. Ja. Gute so Crit-Chance. Man kann darauf vertrauen! Oder auch nicht. Au, 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 au. Ja, das glaube ich jetzt aber wirklich nicht, was da gerade abgeht. Oh, danke Matilda. Vielen Dank für den Crit.
Der war so nötig. So. Jetzt habe ich sie mit dem Heilen, sie mit dem Purgativ. Das geht perfekt auf. Weil jetzt kann Cliff, kann den hier hinten platt machen. Müsste eigentlich treffen, die Reichweite. Wenn er das schafft, dann kann er jetzt sowieso noch Erholung machen. Da heißt, er müsste eigentlich nach dem Heilfeld gehen. Ja, lass er natürlich nicht kommen. Nach dem Vorplatten kann Tatao eigentlich nichts mehr machen, außer auf seinen Tod warten. Das ist die Idee. Eine Erholung. Hier noch Purgativ drauf. Okay, sehr gut. Excalibur gegen den. Haut ordentlich rein, so wie ich es gerne hätte, aber erst muss der weg. Oh, 100% Trefferquote, sehr schön. Sehr schön, Freunde, der Plan geht auf. So, nachher kommt Excalibur zum Einsatz. Alter. Ja, du bist eh schon so stark, also... Oh, scheiße. Nein! Ah, doch. Puh, eben deswegen Purgativ. Gott sei Dank. Ich dachte schon, was mache ich hier überhaupt? Deswegen habe ich das so gemacht. Falls Alm den finalen Schlag ausführen sollte. Natürlich geht er dahin. Wo ich ihn nicht treffen kann, bitte mal daneben gehen. Dankeschön. So, Freunde, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Kuckuck. Na, hast du mich vermisst? Bezwinger mit auf ein... Ja, eine 100%ige Trefferquote, hey, also von dem her. Die andere Möglichkeit. Wer soll den Plan machen, oder? Wer soll den Finisher setzen? Na gut, er macht sowieso. Bei Alm hat es halt versprochen, wa? Und jetzt weiß er, greift erst mit Alm an, vielleicht quittet er, ja. Mit Beziehungen geht es natürlich nicht. Aber so gönn's. Warte mal, gut, ich ab, wie das Zeitenrad kommt. So. What? Hä? Impossible. Father Duma. Oh, Papa, ich hab verloren. Und wie er das hat? Level 13. Sehr gut, gefällt mir, Freunde. Es lief wie es sollte. Alter, haben wir jetzt plötzlich viel. Er steht neben dir. Hm? Er stand doch neben dir. Ja, Freunde, das war perfekt. Also, Bezwinger von allem. Ist sicher eine Option, also eine hilfreiche, sehr hilfreiche Option. Das andere ist, ja, sie halt einsperren, damit sie nicht heilen kann. Oder halt sie heilen lassen und damit allem einsperren, damit er sie immer wieder mit Bezwinger runterkloppen kann. Eigentlich, wir finden eine geile Strategie. Perfekt, ja, es ging schneller als erwartet, viel schneller sogar. Ich habe ihm gedacht, ruhmreicher General, ganz viel Valencia, dankeschön. Aber ich hätte gedacht, dass es viel länger dauern würde. So, was machen wir jetzt? Ich werde diese Folge noch mit allem hier natürlich seinen Teil fertig machen. In der nächsten Folge geht es dann mit Celica weiter. Ich meine, ja gut, das ist natürlich ein bisschen, bisschen übel. Ansonsten mit ihr geht es dann hier hoch und hier noch. Und dann hier bereits ist, ja, eigentlich ihr finaler Teil von Akt 3. Also, ich sehe schon ein bisschen das Licht am Ende vom Horizont, schon das Ende von Kapitel 3, Akt 3. Und Akt 4 und so wird sich auch geil. So, aber erstmal jetzt hier rein. Die Schleuse betreten. Hallo. Luthier, brother. Delphia! Thank heavens you've returned to your senses. What's that supposed to mean? Whatever game you're playing, Lou, I won't fall for it this time. Wait, Tatara was controlling me? Ew! I am so sorry. I must have been a real handful. But I swear, I don't remember any of it. It's all right, Delphia. All that matters is that you're safe and back with us. I'm sorry I worried you, Lou. Good thing the Deliverance came along, huh? Yep, thanks, Deliverance. So, if Lou is sticking with you guys, I get to come too, right? I'm
pretty darn tough, you know. I'll give all your enemies what for. Danke, das weiß ich, hab's schon gespürt. Delphia sure isn't short on energy, is she? I know. She's simply incorrigible. She was spoiled growing up, and now look at her. She just runs amok. I feel your pain. Well, I admire how close you are. I never had anything like that. I'm glad you're a team again. It's appreciated, Holm. But there aren't words enough to thank you proper, so I'll speak with action. From here on out, sire, I am your most loyal man. Yeah, maybe let's not have any of the whole sire thing. And why not? You're our king, aren't you? I wish Luthier hadn't said that. Hello, Clive. I just wanted to say, fine work there, rescuing the maiden as you did. What's this? Are you maybe possibly admitting that I did the right thing? I am as shocked as you. It appears you are more fit to be king than I will ever be. Oh no, don't you start. Unlike you, Alm, I have been too willing to put people's lives on the line. I stand by my belief that a commander must put reason before emotion. But failing to rescue Matilda or my sister was cowardice, not reason. The truth is, I chose not to act, for fear it would undermine my authority. Stop it, Clive. You're no craven. Aren't I? Just look at what you did in my stead. I criticized you roundly for diverting our army to save one person. But you did it anyway, because you have something I do not. Strength of heart. You understand what is precious and fight for it no matter the cost. I am lucky to have so wise a teacher. Clive, I don't know what to say. Ja, einfach mal das Kompliment annehmen, wäre auch eine Option. Die Anordnung im Team. Die hat sich doch ein bisschen verändert. Vor allem im Gegensatz zu Celica so gut, aber hier eigentlich wirklich eine Top-Mannschaft. Weil ich jetzt gerade so spontan nicht wüsste, wenn ich da irgendwie rausnehmen wollte, würde, sollte, etc. etc. Man kann mal die Sortierung ein bisschen anders. Ja, Lucas eventuell gegen den anderen Typi auf Celica so, den ich gerade den Namen vergessen habe. Das wäre eine Option. Eventuell, aber ansonsten. Ja, Lucas ist schon. Lucas ist stark, also kannst sagen, was du willst. Tobi natürlich erst recht, hey, also das sind so. Ah, können die alten Freunde vereinen, wa? Nee, komm, lass. Noch nicht. Ich muss auch gerne das Team neu sortieren, weil ich ein bisschen gucken möchte. Matilda hat sich bewährt, die bleibt das auch im Team. Die muss noch ein bisschen gucken hier. Clive und Lufia. Yeah, hallo. Oh, nur noch Level 3, super, wo war es Level 5? Jetzt kein Teleport mehr drauf, ja super. Glück mal 2, leg mich am Arsch. Oh, jetzt hat man so 5 Resistenz, vor jetzt nur 14, was? Was ist für eine Bestie? Mag seinen Träger von einem Tod bewahren. Ja, wir werden ein bisschen mit Aura ein bisschen rumspielen. Ey, alter Falter, guck doch mal die Werte an, vor allem der Vergleich mit ihrem Bruder. Die ist erst Level 3. Alter, leck mich am Arsch. Oh, die wird ja alles rocken. Jo, das wird lustig. Natürlich hat sie keine Verteidigung, das ist mir auch klar. Aber hey, ganz ehrlich, jemand wie sie braucht die Verteidigung? Nee. Die Feinde brauchen Resistenz und zwar sehr viel. Perfekt. Delphia im Team, was könnte Schöneres geben? Natürlich auch ein bisschen umgucken und so und ja. Schauen, was es sonst so gibt. Eigentlich, wie bereits erwähnt, es müsste eigentlich das Ende von Akt 3 sein, sprich das Ende für Alms Reise hier. Und dementsprechend, also ein bisschen was will ich hier, oder erwarte ich hier eigentlich schon noch. Open the sluice gate? Impossible! We'd flood the bloody continent! Someone has to open the sluice at the Temple of Milla first. Okay, machen wir das. Natürlich mit Celica, ganz klar. Bin ein bisschen enttäuscht, dass ich hier so vorfinde.
An irgendwie krasse Waffen oder sonstige Items wären schon geil gewesen. Na, muss jetzt abwarten, wa? Ja gut, Freunde, dann würde ich doch mal sagen, ich gehe wieder, weil wir können nichts machen zurzeit. Ich muss auf Celica warten. Das heißt für uns sowieso perfekt einen Part zu beenden. In der nächsten Folge werde ich hier mit Celica losmarschieren. Das heißt, ich glaube, das können wir sogar offscreen machen, weil wir sind normale Regalia und Schrecken kennen bereits. Da schlafen wir leider auch und dass ich das ein Part zeige, weil es dauert und dauert einfach nur. Obwohl, warte mal ganz kurz. Ich könnte ja Optionen, das... Sonst vergesse ich es wieder. So. Ja gut, machen es doch so, Freunde. Nächste Part beginne ich mal hier, dann gucken wir mal. Da ist so neu erschienen, der wird hoffentlich erstmal bis hierhin reiten. Das heißt, nächste Folge hoffentlich direkt hier hochmarschieren, den platt machen und zum Drachenschrein gehen und noch ein paar entwickeln. Mit Celica, denn Alm hat es geschafft, er ist fürs Erste fertig und wie es auch Celica schlagen wird, das erfahren wir hoffentlich in den nächsten Episoden wieder hier bei Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.